Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Was ist eigentlich mit Justin Bieber los in letzter Zeit? Trippen. Hast du mitbekommen? Ja, meine Freunde haben mir erklärt, so... Wie mal den Mike nicht? Meine Freundin hat erklärt, dass seine Frau manifestiert hat. Was denn? Dass seine Ehefrau manifestiert hat, seit Jahren schon. Und dann hat sie mir so etwas gezeigt, so etwas auf YouTube, dass sie eigentlich schon seit 10, 20 Jahren seine jetzige Frau Hailey Bieber. in seinem Leben präsent ist und schon Moves gemacht hat und das alles. Das Also, ist was alles hat sie manifestiert? Ich check's nicht. mit ihm heiraten. Ah, okay. Genau, also ich habe ein Video gesehen, wahrscheinlich von jemandem, der absolut der vom Leben ist, absolut T in Hollywood. Du bist wirklich im Voodoo Hollywood Maximal, Bro. Ding auch, geil, krass. Maximal. Nachher habe meine Freundin so ein Video gezeigt. Und das ist so wie so ein Doku. Und dort siehst du einfach, wie seine jetzige Frau schon eigentlich seit 10 Jahren oder so Ja. immer wieder präsent in seinem Leben ist, aber nicht zufälligerweise, sondern die Doku geht so richtig so. Der Twitter-Account hat ihr geholfen und hat ihr gesagt, wenn er will ein Model ist, dies und das. Checkst? Also sie hat ein Ziel vor Augen gehabt. Das haben wir ja auch alles erlebt. Und sie hat gepackt. Krass. Aber Also hast du gesehen, was mit ihm läuft? So? ich glaube eben, du meinst wahrscheinlich das, was er gerade so auf Social Media am durchmachen ist, Ja, ja. oder? Er ist Also- doch ein bisschen am Trippen, nicht? Bro, Leute haben geschrieben, Black Bieber ist zurück. Jamal Bieber ist wieder da. Weil er ladet so Videos auf. Ja. Bro, irgendeine kommt so blaue Haar. Sie ist grüne Haare, Guffis. Okay, sorry. blaue Haar, sie ist schwarz, sie hat ein Bikini an oder ein BH, keine Ahnung, sehr. Also Einfach ja, sieht das an. sie ist so Ja. und er ladet einfach ein Video auf, wie sie ins Video kommt und er macht so ey, what's good? Und dann sie hockt zu ihm an und er gibt ihr so einen Kuss auf die Backe. Er lädt einfach das Reel auf, Bruder. Und nachher schreibt einer zurück, we got Black Bieber back. Alter Scheiße. This motherfucker loving our culture. Ja. So. Bro, aber das kommt vielleicht von dem, dass er halt in dem Video mal geschaut hat, Ja. dass er maximal unglücklich ist. Also wie kommst du Maximal. denn, dass er unglücklich ist? Weil ich glaube, er hat massiv psychische Probleme. Das also, sicher auch, das sicher auch. Es hat sicher auch nicht cool, dass Didi Ja, das sicher auch. präsent war. Ja, und dass er so Von allen jung, Seiten. dass er so jung, Happy Pride übrigens. Nein, sorry. dass er so Das ist nicht jung, lustig. dass er so jung. Ja. Bro, wie alt ist er? Mit 12, 13? Ist er schon so famous, die ganze Welt ihn kennt? Die Also- ganze Welt. Also meldest dich. Erinnerst du dich an die Justin Bieber? Ja, logisch, wo wir gesagt haben, jeder, der Justin Bieber los und so, wie kannst du als Typ... Happy weißt du- Pride. Ja, Sorry, Bro, aber wir müssen nicht der 12, Wir sind 12 11, gewesen, Bro. 12, 13, 13, weißt du, so. Wirklich. Wir haben Und andere ich muss Sorgen, ja sagen, wir haben andere Sorgen gehabt, als unsere inklusive Sprache schauen. Wir sind muss dort, ja- am Yu-Gi-Oh! Kartenklauen in Pause. Schlimm. Also ich muss ja sagen, man würde das vielleicht denken, aber ich habe früher nicht Justin Bieber gelost, Bro. Nein. Ich habe wirklich nicht gelost. Never seen. Never say never! Ich meine, keine Ahnung, Bro. Nein, also es hat ja auch die ein oder andere Freundin in unserem Freundeskreis, wo, schau, ich zeig dir das Video schnell. Ist es das? Das, wo er jetzt so... Oh Motherfucker, ich weiß nicht, was er ist, auf Crack oder so, Bro, aber es geht ihm nicht gut, Bro. Hast du gesehen? Shit. Ja, in der Doku, wo ich meine, Ja. zeigen so Beispiele, Ja. wo scheint nach dieser Doku halt gay ist oder Ja. eindeutige Beweise sind, dass er einfach von ihrer Distanz sucht. Bro, Leute schreiben, der Bro liebt jeder außer seine eigene Frau. Eben, Bro, Das ist unglaublich. Black Bieber is back. Hailey Bieber is God's strongest soldier. Bro. Aber das stimmt, Bro. Weißt du wieso? Weil die Videos, die ich in der Doku gesehen habe,
er steigt aus dem Auto, aus dem Van. Weißt du, Ja. kennst du, weißt, wie heißt der, der so einmal aus dem Van steigt und wie so Gott Bombe drauf? So, what you looking at? Ugly fuck. Weiß nicht, Der Anti-Rapper, nicht Gucci Mane, oder? Ist das Gucci Mane? kann sie einen von seinen. Aber auf jeden Fall Straßenrand. Halt Ja. der Van ist das ein an Rapper? Aha, ja. und in der Regel geht die Tür auf und die Leute steigen aus, weißt du? Der Justin steigt aus und geht so rechts so. Ja. Seine Frau steigt aus und schaut so und rennt ihm einfach nach. Direkt geht um. Oder irgendwie, Bro, das ist ja ganz wie die Doku, die sind dort voll ausgerastet. Ja. Die so, Also mit Doku meinst du einfach, irgendein Typ hat Verschwörungstheorien zusammengestellt aus dem Internet. Das meinst du ey, mit Doku? ich glaube, dass es eben schon so weit hergeholt ist. Weil er hat Ja. nachher so, schaut, bildet eure eigene Meinung, ich sage euch, was ich sehe. Also der Bruder hat fixe Psychose. 100%. JB. Wer sich mit Leben von anderen so krass Nein, aber ich meine auch der Justin Bieber hat fixe Psychose, Bro. Es geht ihm nicht gut. Nein, aber das, ich glaube, ihm geht schon länger nicht Wirklich gut. nicht. Länger nicht gut. Aber er hat ja auch verschiedene Phasen hinter sich. Also ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Justin Bieber hat Phase hinter sich, wo er eben als Babyface-Musiker, Ja. also er ist der Grund, Justin Bieber ist der Grund, warum wir Benson Boone und Tokyo Hotel, nein, Benson Boone und Shawn Mendes und so, kennst du die alle? Ich könnte jetzt singen und nachher sagst du, der. Wahrscheinlich schon, ja. So, Benson Boone ist so ein TikTok-Ding. Hey, beautiful, hey. Weißt du nicht, du kennst Benson Boone. Ich habe sehr, so habe sehr ich schlecht jetzt auch allein gedacht, aber ja, es hat mir schon etwas sehr, gesagt. sehr schlecht gesungen. It's beautiful. Ne? Ja, irgendwie so. Oder Shawn Mendes. I know what you did last summer. Shawn Mendes, also er lebt in Amerika, aber wie so ein richtiger Mexikaner, aber wie so mit 50 Kindern mit Botox und so ist der. Shawn Mendes ist eher so eine wie wenn Justin Bieber und ein Pferd ein Kind hätte. Das ist Shawn Mendes, Bro. Alter, das ist ja, also Ja, genau. Bro, das geht ja wie so eine Mischung von Justin Bieber und der Tom Holland oder so. Eben, Bro, und das Pferd wegen langes Gesicht. Okay. Auf jeden Fall, Bro. Ich wollte das noch schnell sagen bezüglich Justin Bieber. Eben, es geht mir nicht gut. Er postet ja auch viel momentan. Er so, ich habe versucht, mich zu heilen. Ihr sagt mir alle, heil dich und so, dies, das, bla bla bla. Aber ich wollte schon sagen, Justin Bieber hat ein paar wilde Szenen hinter sich. Er hat die Szene hinter sich, wo er eben berühmt wurde ist mit diesen YouTube-Videos. Er ist ursprünglich berühmt worden wegen YouTube-Videos. Also, ist eine gute Frage. Ich kann keinen Plan, wie der berühmt wurde. Bro, er ist. Also ich sage, ich gebe jetzt alles von Erinnerung wieder. Eben, du bist kein Fan. Also Bruder, ich komme dazu noch, aber Okay. ich gebe jetzt alles von Erinnerung wieder. Okay. Ich weiß noch 2000 und ich weiß nicht, welches Jahr das war, Bruder, aber ich glaube so, ich bin 14 gewesen. Also wird das wohl Bro, 8, 9, irgend so etwas. irgend so etwas, oder? Ja, Gut, 7, 8, 9. so gewesen. Und er hat dort YouTube-Videos gemacht. Also er hat sich selber aufgenommen mit Gitarre. Krass. Und hat irgendwie glaubt, Baby, 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 oh. Das so, Ja. oder so irgendeinen Scheiß gesungen. Und ich glaube, sein Vater hat das damals gemanagt, den YouTube-Account oder so. Ja. Dann ist irgendetwas passiert, über Nacht auf einmal hat es geheißen, Usher oder Ludacris wollen ihn holen Ja. zu sich. Ja. Tschüss. Und dann hat er, glaube der Usher hat ihn, glaube ja, also eben P. Diddy ist dahinter gewesen, aber ich glaube Usher Ja. oder Ludacris, wer von denen zwei? Ich glaube, es war schon gewesen, Hat ja. Baby von gemacht. dem. Ich weiß nicht, aber von so Geschichten, die so in Verbindung mit PDD und so sind, habe ich halt einfach Usher gehört. Ich glaube aber auch Ludacris. Könnte auch sein. Keine Ahnung, viele Leute wollen mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Und er ist ja nachher ureboomt, Bro. Er hat ja Ja. nachher seinen Sound gemacht da. Gewisse Leute in unserem Freundeskreis haben Bettwäsche gekauft mit Justin Bieber Gesicht. Wer? Du weißt nicht wer. Nein, wer? Du weißt nicht wer von unseren bekannten, guten Freundinnen, was auch immer, Bettwäsche daheim hat Also ist es von Justin Bieber. sie, wo ich meine? Ja, also es ist eine Person, ich kann dir nachher sagen, wer es ist. Okay, aber Na, Ich wieso, habe- wieso nehme ich seinen Schutz? Bro? ich habe das Gefühl, es kann nur jemand sein. Ja, Und sie ist. egal, auf jeden Fall. Okay. Die Person ist ein Rock that shit. Sie, die mir ja vorwirft, sagen, egal. Egal, okay. Egal. Auf Okay. jeden Fall hat er seine Phase gehabt, wo er ja die Welt kaputt gemacht hat mit seiner Musik. Also ich Ja, meine, ja. Alle haben ihn. Bruder, Leute sind ja Hotelzimmer go stürmen und so. Ich weiß noch, wo eine in der Schweiz
ich frage mich jetzt, ob das von einem Sender ist oder was immer, aber einer hat, als er in die Schweiz gekommen ist, hat er beim Löwenplatz, glaube ich, beim Globus dort, ist er aufs Dach. Ja, genau. Hat einfach geschaut, dass er so eine Frisur hat wie er damals. Ja, genau. Ein Cap, so groß wie er, So ein einfach Double, weiss. ja. Genau, Kiste Double vom Globus und er hat so gewunken. Ja. Er hat schauen, ob die Leute, weißt du, ob die wirklich durchdreht und wie das ankommt und so, ob die wirklich so sind. Bro, Leute sind dort drin, Justin! Crazy. Und nachher haben sie angefangen, ich glaube, will einen Globus rein und dies und das und Crazy. das ist ein fetter Hype gewesen, Bro. Das muss aussehen wie er. Ja, und eben, du hast müssen, der hat die Beliebers gehabt. So Ja. all die dazu können. Ja. Krank gewesen, Bro. Also ich hatte damals das gar nicht gecheckt. Nachher hat er irgendwann ein Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber das ist so, da sind so Songs drauf. Die sind immer recht gut Mhm. im Vergleich zu. Wir hatten einen Homie von uns gehabt, wo jedes Mal uns erzählt hat, wie er Sex hat, während er das lost. Also, wer zu Sex Musik los ist, einfach ein Haiwan, Alter. Was hörst du? Keine Musik, Bro. Es ist intim, Bro. Krass. 2 Menschen. Wie ist es so, seit du im Islam bist? Wieso sollte ich? Ja, aber, Nein. aber ganz ehrlich, weißt du, Ja. Justin Bieber, bitte. Also Ja, ne, also. kannst du auch Hafti hören, Bruder? Nein, aber ich meine, von all den Liedern, die es gibt, hast du das Gefühl, du kannst. Okay, ja. Ich höre Dubstep. Bro, nein, also ich höre zwar auch keine Musik beim Sex, aber ich meine, was soll ich für 3 Minuten? Und 16er laufen lassen. 16 Jahre aufladen, um nachher fragen, bist du auch gekommen? Geil. Hast du auch geil gefunden? Hast du auch geil gefunden. So, Love Yourself und so. Das Lied. Ja, All the time. Ja. Aber ich kann das Lied eigentlich sehr gut. Er sagt so, My mama don't like you, she likes everyone. Ah, ja, voll, So, voll, ja, das. ja. Dann das andere, das Is it too late to say I'm sorry? Genau. So. Ich glaube, top nervigste Moment, seit wir den Podcast haben, ist auch, dass ich singe ab und zu, gell? Nein. Cool, nein. danke. Nein, top nervigster Moment. Weiß nicht, aber sich nicht singen. Ja, da hat er auch die Phase gehabt, wo er nachher ein bisschen durchgedreht ist, nachher aus dem Ja. angefangen hat, Alkohol zu saufen, nachher hat er die Phase gehabt, wo er auf einmal ein Christ war, ein Ja, sehr ja. Gläubiger. Ja, Also, nee. ähnliche- Es gibt mir so ähnlich, weißt du, wie jemand, den ich ganz gut kenne. So ein bisschen religiös, aber nachher doch rum. Ja, erzähl wieder. Ja. Und dann ist er abgefuckt auf einmal. Kische. Ist nicht mehr um. Und jetzt, eben, ich meine, die Hailey Bieber, also ich kann die schon nicht gut, aber sie ist ja auch von einer sehr bekannten Familie. Ich glaub, Ja, sie ja, ist, ich weiß auch. Der Vater ist, glaube ich, Fame. also ich glaube, ihr Vater und ihr Onkel sind beide sehr gute Schauspieler. Okay, ja. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber er spielt so Ja. viele Sachen mit auch 30 Rock, die Weil Serie. in der Doku zum Beispiel siehst du also der Moment, wo der Vater wieder zum ersten Mal Kish offiziell vorstellt, aber Ja, er so, ja. aber wenn der Justin wüsste, ich zeige Ja. euch jetzt vor 2 Jahren, vor 3 Ja, Jahren, sind wir ja. hinter ihm und so, weißt du. Krass. Also, hey, das ist meine Tochter Hailey und so. Ja. Und wie heißt der? Er ist eben der. Ashton oder so. Nein, er ist eben der, der vor 2 Jahren jemanden auf Set umgebracht hat. Ah, Mit der glatten Eric Waffe. Baldwin, nein. Baldwin, nicht Bal- schlecht, Bro. Ja, Mann. Baldwin. Baldwin, ja. Alec. Fast. Alec Baldwin, fast, ja, fast, stimmt. fast. Hailey Baldwin hat sie Ja, geheißen, ja, genau. fast. Genau, der Schauspieler Alec Baldwin. Ich glaube, der Vater. Also, sie kommt ja auch von Krass, einer sehr. glaube ich jetzt so im Herbst nicht. Nein, aber sie, wo die Waffenspezialistin von dem Set. Also, irgendjemand müssen gehen, es Ja. geht einfach sein. Aber Okay. check das, also hast du mitbekommen, was passiert ist? Ich weiß so viel, was ich weiß, ist einfach, er ist schon Regisseur. Also, er ist Regisseur und Schauspieler. Ja. Genau, und als Set hat es eine Szene gegeben, wo eine Waffe gebraucht wird. Ja. Und jetzt muss ich mir helfen, ist eine Schauspielerin. Also, es gibt auf Set in Amerika natürlich ganz Security Supervisor, die schauen, dass die Das ist das Waffen. einzige Land, wo am Set eine ganze Security brauchst. Alter. Also, das sind auch die, wo so Dingwaffen, Schusswaffen Attrappen und so. kontrollieren, Ah. Attrappen kontrollieren. Und irgendwie, die haben sich dann entschieden, eine echte Waffe zu nehmen. Und ihre Aufgabe war halt, zu schauen, dass die halt nicht geladen ist. Ja, voll, dass die einfach nur recht ausgesehen haben. Genau. Und er hat während dem Probe dann geschossen. Und die Kugel ist, glaube ich, hat die Kamerafrau getroffen. Die ist gestorben. Und dann noch jemand anderes. Shit. Ja. Das ist Okay, heavy. krass. Das hat eine sehr grosse Debatte Ja, ausgelöst. ja, voll. Das ist so das Ding. Okay, ja. Auf jeden Fall, er ist Er ist ja der voll Vater. Fame. Genau, So. und er ist sehr bekannt. Also Alec Baldwin hat sehr viele Filme gemacht, Bro. Wenn du das Gesicht siehst, du weißt genau, wer das ist. Ja, ja, voll. Hey, auf jeden Fall, Justin ist ein Tripper, Bro. Und ich habe mich auch gefragt, so, wie geht's ihm?
Und, Schreib mir mal, Bro, vielleicht. Hey, what's und up, wie siehst du das? Weil er ist ja wirklich, also ich habe ja mal eine Story gemacht von einem Video, wo er so rappt. Ja. Und dann habe ich so geschrieben, wenn du auf der 31er Bus wartest. Genau so, Bro. Es geht ihm Ja. wirklich nicht. Aber das, Bro, das ist halt, während das angefangen bei ihm, mit 10, 11, 12, Bro, ja. der ist in so ein Rampenlicht gedruckt worden und auch so viel, du kannst, weißt du, ich meine, der Einzige, der in der Verantwortung steht, Ja. zum schauen, dass er den Boden vom Boden behalten, dass er sich im Griff hat, dass er nicht davon kaputt geht, Ja. und so ist sein Vater. Ja. Aber in diesem kapitalistischen Land, Bro, ich habe das Gefühl, Also seine Mutter ist glaube ich auch sehr involviert gewesen zwar. Ja. aber, also in diesem Land, Bro, ganz ehrlich, ich weiß, dass wir so Sachen nie können denken. Wenn so etwas Böses passiert, ist mehr so wegen Familienbeef. Aber dort, Bro, Geld regiert, die machen für Geld alles. Also ich glaube eben auch sehr, dass das Ganze mit P. Diddy nochmal, weißt du, seit das so an die Öffentlichkeit gekommen ist Ja. und wieso gezeigt hat, Bro, der Homie ist als Kind auch mit ihm unterwegs gewesen. Es gibt auch so Ausschnitt, weißt du, so, also nicht nur so P. Diddy, weißt du, auch so zum Beispiel, er ist irgendwie an Talkshows gerufen worden zum Beispiel, oder? Ja. Und dann macht, Bro, er ist 13, 14, weißt du, dann macht so Witz und dann begrabst du und so, Bro. Ja, es ist Und er ist dort, weißt du, und was soll ich sagen, so, wahrscheinlich haben sie noch eingerichtet, so, weißt du, chill, das ist so, weißt du, das ist normal und so. Ja, also ich meine, wenn sich jemand vorstellen kann, wie das ist, wenn all deine Fans mit dir schlafen, dann bin das ja ich. Darum ich check ja auch ein bisschen, wie er sich fühlt. Ja, nee, ich darf keinen Witz machen, aber du machst so, hä? Aber ich ja. Okay. Darum I am with... Nein. Ja, fucker. Aber weißt du, was eben auch noch ist, Bro? Hast du mal seinen Roast gesehen? Ist er mal ausgerastet? Nein, es gibt ja den Comedy Central Roast. Aha, wo er gerostet wurde ist? Das hat er sicher nicht vertreibt. Bruder, das Ding ist, Er hat das sicher nicht Snoop vertreibt. Dogg, Kevin Hart, Ja, Martha ja. Stewart, das sind hure viel dort Er hat das 100% dabei gewesen, vertreibt. Bruder. Und das Ding ist, sie haben ihn alle gerostet. 2 Stunden lang. Oh mein. Und nachher ist er auf die Bühne. Könntest du etwas überstehen? Bruder, ich würde so machen. Häng's jetzt Touren. Ich würde sagen, geil, Mann. Ey, Jungs, richtig kreativ. Ja, Mann, ja. richtig. Wo wohnst du schon wieder? Nein, nachher so die Hine. Ja, Komm mal schnell. Komm mal schnell. Er ist jetzt erst noch auf die Bühne gegangen, wie es ja bei der Comedy Central Roast ist immer so, dass du eingeladen wirst und dann roastet dich einfach mal alle die ganze Zeit. Ja. Und dann am Schluss Du roastest kannst auch nichts machen. Du kannst auch nur lachen. Auch richtig wie ein Geburtstag, wo Leute singen, du kannst auch nur lachen. Ja, voll. Aber er hat die alle auseinandergenommen. Was hat er gemacht? Bro, er hat wirklich nachher zurückgerostet und er hat alle kaputt Er hat persönlich oder was? aber so lachend. Ah, Aber, okay. also gut, man muss sagen, die haben ja Comedy Writers, die schreiben das Ja. nicht selber. Okay. Aber er ist auf Stage gekommen und hat gesagt, what do you get if you give irgendwie an einem 16-Jährigen, wenn du an einem 16-Jährigen Fame und über x Milliarden Stutz Ja, gibst, voll. was bekommst? Ja. Und dann hat er gesagt, a bunch of has-beens calling you a lesbian for 2 hours. Also eine Gruppe von Möchtegerns Ja. nennen Voll. dich 2 Stunden lang eine Lesbe. Ja, So, voll. das ist der, Voll, ja, nee, also So. als wäre die krass so. so quasi, jetzt kommen die 2 Stunden sagen die mir, ich Ja. bin Lesbe. Ja, das ist lustig, okay. Aber auf jeden Fall sehr lustig gewesen, Bro, sehr geil. Und ich glaube eben, ehrlich gesagt, ich glaube sehr, er hat ja mega Mühe gehabt, wahrscheinlich das Image verlieren von dem Kinderstar, Ja. wo er halt mit 13 war. Aber ich glaube, so rein musikalisch, also ich glaube, er ist recht krass, so stage-mäßig. Ja, sicher, ja, 100%. Bro, egal was er macht, ist immer ausverkauft. Es ist schon crazy. Es gibt jetzt mehr Videos von ihm, wie er einfach mit seinem Konzert abbricht, gar nicht Ja, auftritt. aber er macht auch so lustige Sidequests. Er ist letztens bei einem Milliardär Ja. in der Pre-Hochzeit gebucht worden. Ein indischer Milliardär hat aber ihn so gebucht. der hat die ganze Welt gebucht, Bro. Mein Bruder, aber Der hat die ganze Welt gebucht. Er hat so gefragt, also, komm mal im Hochzeit, wer bist du? Mach Alter. mal den Umschlag auf. Ah, du Cousin, sag doch. Ja, sicher, wir kommen mit, Bro, wir kommen mit. schon crazy. Auf jeden Fall, würdest du an ein Justin Bieber Konzert gehen? Ja. Also ich meine, ist das auch, was dich interessiert? Nein, aber Wann ist das letzte Mal, wo du an einem Konzert warst? ja, wenn Open Air Frau erzählt, dann Open Air Das Frau zählt nicht, erzählt. Festivals zählen. Okay. Dann müsste ich eigentlich zurückgehen zu vor Pandemie. Weil du bist ja wirklich nicht so ein Konzertgänger. Ey, ich glaube es nicht, nein. Es gibt auch nur eine Handvoll Leute, die ich allein würde wollen, also so nur Ja. wegen denen würde gehen. Du bist ja mal auf Berlin gegangen für Genau, Sio. das war der letzte gewesen. Das ist
Februar hat, Ende Januar oder Anfang Februar hat der SSC ein Konzert gehabt. Ja, und im März war es. Genau, März ist Corona. Aber ich muss sagen, weißt, ich bin mit dem Sandro gegangen und der hat auch gesagt, also, Bro, jetzt gehen wir dort los mit all den 15-, 16-Jährigen und so. Aber eiskalt, 20, 30, 40. Krass. Ja, Mann. Krass. Und das erste Konzert, wo du warst? Weißt du das noch? Erste. Shivan Pepper zählt nicht mit Eltern. Ja, ich schwöre. Mein erste, Mann. Das ist eine ganz gute Frage. Das ist eine Boah, ich habe gar keine Ahnung im Fall jetzt. Du? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Hey, mein allererstes Konzert, Ja. 2008, Ja. November. Das ist ein Biber. Nein, was ist Nein, die? 2012, November. Ja. Green Day. Green Day, ja. Hallenstadion, oder was? 2008, Hallenstadion. Ich glaube, 2008 war es. Krass, Ich habe so einen krass. Zahl im Kopf. 26. November 2008. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Das allererste Konzert. Krass. Damals mit meinem Crush bin ich gegangen. Ja? Hast du eingeladen oder bist du eingeladen worden? Ja, Bro, 80 Stutz Ticket, Bro. Wo gehst du? Ich weiß auch nicht, Bro. Chill doch. Dann habe ich mir selber gekauft. Wir sind gegangen dort. Das Ja. ist auch eine lustige Geschichte. Und zwar, das Ding ist, Bro. Ich bin Ich war im Hallenstadion am als Konzert. Kind ein gewesen. kleiner Lügner gewesen, Bruder. Wie, Ja. du bist noch nie am Konzert gewesen? Im Hallenstadion bin ich noch nie im Konzert gewesen. Nur wegen Fußball, sonst nicht. Hallenstadion sag ich. Doch, ja, Hallenstadion bin ich noch nie gewesen, nein. Was hast du dort für Fußball geschaut? Ich habe für 1 Sekunde gedacht, Ah, Lezi. Ja. Aha. Krass. Also, mein erstes Konzert war Green Day gewesen. Ja. Green Day. I walk a lonely road, the only wake me up when September Oh. ends. Was das Haft ist, kein Kapazität der Basket. Auf jeden Fall ist es so gewesen, Bro. Ich bin damals sehr verknallt gewesen. Easy. So. Ich bin vielleicht so 14, 15 gewesen. Der Locke Harius. Nein, eben, gerade kurz nach Locken Harius. okay, So, okay. auf einmal Confidence. Aufs Mal. Schau dir was war. Auf einmal rum, weißt du. Das ist Baby, shit. liebst mich. Das Das ist ist shit. Und ich habe irgendwie, ich habe gewusst, sie steht auf so Skater, Bro. Sie steht auf so... Sie steht auf... Auf der mit Vans. Bro, auf Gitarre, Mm. eben, wo die Gitarre spielen kann. Du Gitarre mich noch tut. Ding, ding, ding. Ich liebe dich. Also sie steht echt auf alles, was ich nicht bin, Bruder. Ja, So, aber egal. tamam. Liebe macht verrückt. Ja, nicht. Wir gehen ein Konzert und ich habe ihr dort immer... Bro, ich weiß nicht wieso, ich bin dumm gewesen. Ich habe ihr einmal gesagt, das ist schon eine Lüge, wo du sagst einmal, nachher... Und du bist die eine, oder was? Nein. Ah, sorry. Nein, Bro, ich habe ihr gesagt, ich spiele Gitarre. Ja. Das Ding ist, wenn ich ihr sage, ich habe gewusst, sie liebt Skater, sie liebt so Leute, die Gitarre spielen. Das Ding ist, hätte ich ihr gesagt, ich bin Skater, Bro, dann wären wir irgendwo gegangen, sie so, das Skateboard. Du. Shit. Also die Chance, dass sie eine Gitarre für ihn und sagt, spiel Ja. mal etwas, ist Ja. klein. Ja. Kleiner. Nein, sorry. Okay. ASMR. Dann sind wir aufs Green Day Konzert gegangen. Und der Sänger von Green Day, Billy Joel, hat so gesagt, ey, wer von euch kann Gitarre spielen? So, streckt auf, einer von euch, Ja. wir holen ihn auf die Bühne. Ah, nein. Du darfst jetzt einen Song mit euch spielen. Nein. Und Bro, damals, Bro, es haben schon ein paar aufgestreckt, weißt du? Ja. Sie schaut mich an, wieso streckst du nicht auf? Was hättest du gemacht in dem Moment? Sag? Ich hätte schon aufgestreckt. Weil, Bro, sagen wir, Bist du sicher? 1000 Leute strecken auf. Okay. Mhm. Ich hätte pokert. Lieber verliere ich da kein Gesicht. Weil jetzt muss ich ihr erklären, dass ich nicht aufgestreckt habe. Aber Bro, stell dir Entweder du Warte streckst schon. nicht auf und sagst, ey, look, ich hätte keine Chance, weißt du, ich sage, ich schau mal zu, was passiert. Oder du streckst auf und sagst, ah, schade, hat mich nicht genommen. Aber stell dir vor, sie nehmen dich. Oder du gehst und sagst, lass uns zu. Mach Playback. Der Teenager Bert, wo das Gefühl hat, ich kann spielen, Bruder, fick mich nicht. Gib mir 10 Sekunden, wo einfach, nee. Nachher lass mich wieder gehen, okay, bitte. Ich stell dir vor, sie sagt, also komm, nachher gehst du hindern, nachher sagst du ihnen so, ey, ich kann nicht Sie spielen. geben dir, du weißt Akkord, Tore, Mi, Fa, so und so, ne? Du sagst, ja. Sie sagen die Noten so, ist gut, spiel mal. Dings kennst du, oder? Da ist ganz wichtig, dass du nachher Leute wirst. Ja. Bro, eben, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt aufstrecke und sie nehmen mich, das ist ein grosser If. Aber wenn sie aufstrecken und sie nehmen mich... Okay, aber was wäre krasser? Dass du... Look, okay, sagen wir, entweder kommst du raus, dass du nicht spielen kannst, oder du kannst sie drüber und sagen, bitte helfe mir. Sagen wir, sie finden raus, du kannst nicht spielen und das erfahrst du auf der Bühne. Sie sagen, hey, wir mit jemand anderem kann nicht spielen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber du bist auf der Bühne gewesen. Ja, und dann? Ja, und dann kann ich. Nachher sage ich ihr... Ich sage, willst du Stell dir vor, er schmecken? kommt auf die Bühne und sagt, ey, der, der gekommen ist, der hat gelogen, der kann gar nicht spielen.
Wir brauchen doch über Neues. Ja. Das wäre nicht gegangen. Ich wäre gefixt. Ja, ich weiß, ja. Aber ich hätte trotzdem aufgesteckt. Weißt du, es ist wie so Poker. Die Chance ist so tief, dass sie mich nehmen. Ich stecke einfach auf. Dann habe ich wenigstens gerade gestanden. Krass. Du, was hast du so gesagt? Du sagst, ich spiele Sass. Nicht das. Ich so, hast falsch verstanden. Ich spiele Klavier. Ich spiele typische Sass, weißt du nicht. Ballermann. Einfach mit Nein, ich habe ihr gesagt, gesagt, ich bin zu nervös, um auf die Bühne zu spielen. auch gut. Darum schreckst Gut du nicht gerettet, ja. Was hat sie gesagt? Sie Du so, bist okay. so bodenständig. Ja, Mann. Ja, der Jülisch. Das war lustig. Ich bin mir überlegen, die ganze Zeit immer noch, was Immer mein erstes noch. Konzert ist. Ich weiß echt nicht im Fall. Ich weiß, was mein erstes Musikalbum war, das ich gekauft habe. Ich auch, was du gekauft hast, 50 Cent. Ja. Get Rich or Die Train. Ja, das ist das. Aber ich weiß echt nicht, wie das wirst du eigentlich wissen, so, dass du dich freut. Du wirst Das kein beste Konzert, wo du je warst? Alter, es ist so heiß da drin. Ja. Das Beste, Bro. Ja, ich merke aber gerade, ich bin gar nicht so viel. Du bist aber nicht so ein Konzertgänger. Ja. Ich bin gar nicht so. Also ich bin am SSO gsi. Was haben wir noch? Wer habe ich noch? Adi Suleiman. Stimmt, da bist du auch gewesen. Ja, Mann, mit dem Chance. Das ist. Ich habe mit meinem Bruder einen geilen Abend machen. Wir haben das sogar Dings gekauft, Bro. Im Coop. Bei Stadthofen haben wir Wein gekauft. Ja. 2 Blecher, wir sind weißt, ein bisschen unter Kollegen, Bro. 2 Blecher. 2 Becher unter Kollegen. Wir haben es lustig, dann gehen wir schöne Musik. Dann kannst du denken, wenn alles gut läuft, kannst du gottlos. Nein, aber ich habe einfach nicht weißt du, wie so der Film. Du gehst mit den Brüdern am See, Bro. Ich trinke so einen guten Wein, ihr redet über die Welt, über unser Leben. Kann ich welchen Film du schaust, Bro. Dann gehst du schön so ein Konzert. Das ist einfach ein schöner Abend mit dem Kann man Cousin. Date Night einfach, ja. Einfach ein lustiger Abend, Bro. Ja. Ich gehe dort Adi Suleiman. Ich so, weißt ich so schon mit jemandem reden. Ich so, was denkst du und so, wie viele Leute hat und so. Er so, keine Ahnung. Bro, wir gehen. Was sind die Komplex, gell? Nein, das geht dort, geht Stauffacher dort. Wie heißt der Club? Bro, geht dort vor einem grossen Platz, wo auch der Zirkus immer ist und so. Geht beim Stadthofer Bahnhof. Also, Stadthofer Bahnhof, sorry. Opernhaus. Gegenüber vom Opernhaus, weißt du, es ist so ein Club, Bro. Ein Club. Plaza. Ja, in dem Fall, ja. Keine Ahnung. Ich Nein, weiß nicht Plaza, nein, der- nein. Fuck, wie heißt der, Jade. Mann? Ist Jade? Nein, auch nicht. Nein. Wie? Nein, auch Der, nicht. der zugeht jetzt. Fuck, wie heißt der Club? Alter. Also nicht Jade, nicht Die, wo wie- jetzt alle hören, denken so, Die so, die Ja. an meiner Strähe, weißt du, so, das ist es. Bruder, Stadthofen. ich weiß ja wo. Ja, ich weiß auch, Bruder. welcher Das Club. neben dem Kino. Ja, genau. Ja. Also, Er geht jetzt zu nach 100 Jahren, Bro. es ist nicht Jade, es ist nicht Vior, es ist nicht Kauf, es ist nicht Plaza. Ich schwöre, ich weiß nicht. Ja, Alter. egal. Ich hab aber du weißt, welcher Club. Jetzt Ja. fällt mir ein, ja. Wir sind dort reingegangen, da hat Ja. ein Konzert gehabt. 90% Frauen. Scheiße, Mann. Nein, aber wirklich, Aha. ich habe nicht gecheckt. Ja. Nachher der Kollege sagt, ja, wir sind auch dumm, Alter, Adi Suleiman, schau mal, wenn er rausgeht, schau, was für eine Stimme er hat. Meinst Ja. du, es gibt andere Videos, du und ich, die sagen, geile Stimme, stabiler Typ. Ich so easy, dann sind wir gegangen, das hat mich ein bisschen genervt, man. Wieso denn? Sein Sound ist geil, seit 10 von 10. Ja. Nachher am Schluss, ich respektiere, Ja. so, aber er ist doch, seine Schwester ist gekommen, weil ich habe wirklich eine Familie, die organisiert alles und so. Und sie so, hey, bei mir gewartet für Foto, weißt du. Ja. Die so, hey, er ist, also ihm geht es gut, weißt, er ist so ein bisschen Kopfschmerz und so. Ja. Er mag nicht groß jetzt noch, weißt du, Check. tut mir leid und so. Ja. Und dann ich so, okay, gehen wir, und es hat mich voll angeschissen. Check. Ich hätte noch gerne wollen ihm so. Persönlich probiere ich so, Bruder, du weißt gar nicht, wie lange ich dich höre, Mann. Ja, Du bist ja. schon dort und bist immer noch nichts, aber ich höre dich Ja, immer aber noch. groß ist seit Anfang an. Ja. Fair. Ja, Mann. Und das ist jetzt wieder am Kochen, ich habe gesehen, der ist wieder am Musik machen, aber du bist eigentlich ein bisschen am Haten, nicht? Nein, ich finde, er hat 2 gute Songs und das ist es auch. Ja, okay, schade. Aber ja. Aber seine Geschichte ist lustig. So wie er zu singen gekommen ist. Er ist doch Bauarbeiter, hast du mal gesagt? Ja, aber er hat mit Rap versucht. Ja. Dann ist er so, ich glaube, er ist von Liverpool, dort irgendwo. Auf jeden Fall hat er es mit Ja. Rap versucht, nachher ist er wie so, Maskott. wow, krass, jeder hat mir gewusst, Ja. der nicht. Okay. Und nachher ist er zu so einem Ding gegangen, zu so einem Freestyle-Battle, weißt Ja. du? Das gibt es auch im Dings in Deutschland zum Beispiel, wo sie auch Freestyles machen, nehmen zu und dann auf YouTube und so, weißt du, so die Formate. So Laos und so, ja. Voll, genau. Und der ist bei seinem gewesen, Bro. Und er hat so, ich habe mich so schlimm blamiert. Ich habe mit Musik abgeschlossen. Krass. Er hat in jeder Hinsicht, weder hat er Sachen getroffen, noch, Ja. weißt du, so Blackout, alles mögliche, full.
Es hat ihn so abgefuckt, dass er einfach auf den Bau gegangen ist und arbeiten, weißt du? Krass. Ich meine, Rapper wird nicht. Dann hat er auf den Bau angefangen zu singen für die Leute. Und Aber die der ist jetzt auch nicht, also er lebt glaube ich nicht von der Musik, oder? Nein, Bro, weil ich glaube, er ist wirklich so ein bisschen so nach Lust und Laune, so, wieso nicht forcieren. Er hat, glaube ich, 1-2 Jahre gehabt, wo er gerne gehabt, wo er genossen hat, nachher ist er go touren, go Shows machen. Dann hat er gemerkt, okay, der Lifestyle ist nicht so ganz. Aber sonst du, wo ja auch jetzt auf der Bühne ist. Ja, oder du auch. Danke. Ja, wir sind auf der Bühne, Bro. Ich bin ja live auf der Bühne. Genau, aber ich wollte jetzt sagen, mich interessiert ja Kultur, Veranstaltungen, Konzerte. Hast du nicht so ein Interesse, einfach auch ein professionelles Interesse daran, wie Menschen auf der Bühne sind? Oder löst das nicht viel in dir aus? So Also wie wir so auf der Bühne... Also, zum Beispiel, ja. Ja, oder fix 100%. Bro, je mehr wir gemacht haben, umso mehr, und ich weiß, habe ich realisiert, haben wir realisiert, es macht sehr viel aus, wie die Bühne aussieht, es macht sehr viel aus wegen dem Licht, es macht alles sehr viel aus. Und es interessiert mich schon, ja. Mal, es interessiert mich schon, wie das aufgebaut ist und wie das aussieht und sieht das wie auch gut aus. Und mittlerweile, du merkst auch zum Beispiel, so, ich komme aus von der Bühne, du siehst vielleicht am einen oder anderen jetzt siehst du und so, eigentlich boxt sie nicht, aber er zieht durch zum Beispiel irgend so etwas. Keine Ahnung, ich find, auf der Bühne, wenn du auf der Bühne bist, es ist so wie ein Ding, man. Du kannst gar nicht anders sein, wie als auf der Bühne. Du kannst nur abliefern, Bro. Entweder du lieferst ab oder du fuckst voll ab. Es gibt für mich nur die zwei Sachen, glaube ich. Ich frage, weil ich meine, ich kann mich erinnern an meine Teenagerzeit. Ja. Da haben wir so viel verschiedene Konzerte gehen. Ja. Und ich meine, aha, so meinst du? ja, aber und ich meine halt auch zum Beispiel, ich weiß noch so, von so Zeiten, wo wir am X gewartet haben, Punkt 12 sind Tickets rausgekommen und dann sind wir alle zu der Post gerannt und haben Tickets gekauft. Oder online ist halt noch nicht so. Voll. Weil für mich ist eines der krassesten Konzerte, die ich jemals gesehen bin, The Throne. Von Kanye West? Kanye West und Jay-Z. Wow, jetzt weiß ich einer, wo der krasseste, wo ich gesehen bin. Ja, sag du, ja. 2012 im Hallenstadion. Das ist eben die... Die haben, glaube ich, krank abgerissen dort. Also generell, die sind das ist eine kranke Tour gewesen, Bruder. Ja. Die Tour hat vor allem in Paris einen Höhepunkt gehabt. Und wieso? einfach weil da Hymnen, Bruder, wegen Lieder. Wegen Lieder. Bruder. Okay. Und wo dann und dort haben im Halle schon ein paar weisse Menschen zu fest den Refrain mitgesungen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich wäre so, Bro, ich wäre so. Beim Singen, ich wäre so. So, mit ich so aufnehmen, nachher würde ich irgendwann so, du bist doch jetzt mittlerweile Teamleiter von dem Arbeitgeber. Aber das ist eines der kränksten Konzerte, die ich jemals gesehen bin. Ja. In meinem Leben. Dann habe ich auch noch Bock auf Moshpits und... Ja, und, ich habe mir damals gedacht... Weißt du, die letzte Moshpit war? Lang her, Bruder. Wirklich lang her. Meine war der, wo wir als kurze Bühne gegangen sind. Nachher haben wir am Abend noch mit den Jungs gechillt. Was? Der Fraufeld. Auf einer Fraufeld vor 2 Jahren. Ja. Zu Luciano und Moshpits. Das habe ich gemerkt. Ja. Bro, das Ding ist, ich weiß noch früher, wo ich damals Tickets gekauft habe für so keine Ahnung, Bro, eben Green Day oder eben jetzt Kanye und so. Ich habe gedacht, es gibt ja immer Option Stehplatz und Sitzplatz. Ja. Ich habe mir gedacht, was für Untermenschen kauft sich ein Sitzplatzticket für das Konzert? Ich habe mir gedacht, was für Menschen geben sich einen Stehplatz. Du besteht 2 Stunden der Sitz, genießt. Ja, aber ich wollte ja abgehen, Bro. Ich weiß, ja, fix. Und heute, Bro, ich glaube, also, wenn ich Stehplatz habe, also ich bin zwar immer noch nicht so Bro, der Stehplatz ist den ganzen Tag gefickt. Wenn das Konzert am 8 Uhr anfängt, Leute sind schon am 2 Uhr da anstehen, damit sie vorne sind und so. Schon, ja. Aber so zum Beispiel, eben, ich meine, meine Freundin ist jetzt gerade Billie Eilish hören in Bologna. Ja. Und ich bin auch überrascht momentan, so Drake? Was Drake und Billie Eilish und all die, was die für Tickets verlangen. Das ist behindert. Also Leute zahlen ja bis zu 300 € ja. für Tickets, weißt du? Es ist einfach nach der Pandemie angefangen, einfach, dass alles in der Kultur doppelt so teuer wird. Also es ist ja crazy, was Leute zahlen. Und eben auch zum Beispiel, was Leute für Weg auf sich nehmen und so. Aber das normal jetzt so auf einer Fraufeld zum Beispiel. Ja. Du siehst immer Events von der ganzen Welt. Holland, Deutschland, Österreich, Italien. Das ist schon crazy, ne? Wild, ja. Und die können einfach so eiskalt so 4-5 Tage im Fraufeld hängen. Ja. Auf jeden Fall, noch zum das abschließen. Weißt du, wer hure positiv auffällt bei dem ganzen Zeugs? Einfach Bad Bunny.
Ja, Mann. Bad Bunny seine Tickets bewegen sich immer bei 120, 130, 140 Stutz. Ja. Völlig zahlbar so. Ja, ja. Ja, es sind so Preise, wo ich das Gefühl habe, das sind 10 Jahre etwa so. Vor 10 Ja. Jahren war es so gewesen vom Preis. Und jetzt macht er seine Tour. Und er macht extra Touren an Ort, wo er halt noch nicht war. Oder halt, damit Leute können auch Tickets gehen. Ja, voll. Eben zum Beispiel in Amerika macht er momentan nichts. Ja, scheiße von mir. Obwohl Also, er, weißt du, ich meine, er ist ein Weltstar. Bro. Ja, also er weißt- könnte sicher dort Gerängst wahrscheinlich Auspreisung Geld machen. Aber Und eben, er spielt auch in Puerto Rico. ja. Ja, ich bin Native Speaker. In Puerto Rico ist er. Und er ist ja selber Puerto Ricaner. Ja. Und er macht auch extra Konzert, wo du nur rein kannst, Ja, ja. wenn du ein Gültige Arbeit. Bürger von Puerto Rico Ja. bist. Ja. Hast du gemerkt, dass ich... Ja, ich merke, du bist von dort. Dankeschön. Krass, krass. Heftig. Ja. Heftig. Ich habe Ja. mein Konzert ist mir in den Sinn gekommen, wo mir jetzt gerade. Was war das Konzert? Mir ist jetzt ein Aha, ja. Konzert im Kopf, also in den Sinn gekommen, wo mir positiv geblieben ist. Ja. Wo jetzt gerade ich Bitte. wieder gerade. Bro, J. Cole. Welcher Jacob bist du dabei gewesen? Ich glaube, es ist 2018 oder 2019 Also ich bin- Samsung Hall. Samstag bin ich, das ist das Einzige, wo ich nicht gewesen bin. Da bin ich Jacob. in GD gewesen. Du bist dort gegangen, wo sie da mit orange Ja, Overalls genau. und so. Wo Ja, er, das ist wo er Samsung angefangen hat, halt. also hey, Bullen bei mir im Haus gemacht. Ja, ja, ja. Ich erzähle euch Ja. in dem Lied wieso. Ja. Also Neighbors think I'm selling Ja. dope. Ja, ja. Ja, voll. J. Cole ist ein krasser Performer. Ja, er hat Krasse wirklich eine Alben. ganz schöne Show gemacht, weil immer bei so Stars, bei so Weltstars, die in die Schweiz kommen, Mhm. habe ich immer das Gefühl, sie nehmen vielleicht halb ernst. Ja. Wegen kleinem Publikum, Schweizer, Ja. schnell durch, ich kenne das Klar, halt halb, klar, weißt du. So. klar. Dann denkst du immer so, die kommen, das siehst du auch, oder? Manchmal Leute sind dort, Bro, es läuft Playback und nachher sie, hey, nein. Ja. Nein, nein, Jackie. Weißt du, so halbwegs, weißt du, wie sie kassieren Ja. Aber bei ihm, er hat versucht, mit den Leuten zu interagieren, also hey, haben die in der Schweiz auch so Sachen, oder ist Ja. das so? Nachher aufs Mal alle fangen, ich sehe einfach, der Tobias dort am Schreien. Wir haben ein rassistisches Problem. So, Bruder, schrei Leute. Krass. Und nein, J. Cole ist für mich einer der krassesten Musiker. Wirklich. Ja, Mann. Weißt du, ich auch gerne würde live sehen mal. Wer? Dua Lipa. Ich kann ein Lied. Das ist scheißegal, ich kann es live sehen. Weißt du, Irgendjemand- will ich gerne live gesehen? Der Warni. Der Kurt. Ah, Der Araber, also er ist eigentlich Araber, aber- ja. Aber das Ding ist bei ihm einfach, wieso ich gerne live gesehen ist, der hat auch gebucht, wie ein regulärer Ja. Musiker, wo du sonst an Festivals und so siehst, der hat auch gebucht in Schweden, Bro, Ja, er ist ein... Holland, Deutschland. Und dann gehst du hier und das sind nicht unsere Väter und Ja, Mütter, ja. die dort Halle. Alle dort, Die Gentrifizierte dort am Bro, Anfang. schlimm. Das ist aber noch ethisch. Ja, Vorne der Teller so ja, direkt schön. rein. Direkt. Kette reinhauen und nachher schwöre. am Araber Wie machen die? zuschauen. Ist das richtig so? Warne! In Chala, gell? Man neckt, oder? Es ist halt nur noch bis keine Musik der findet, Bro. Bro. Warni und nachher... Wenn keine Musik das macht, ich ansage euch, lange unsere kurdische Lieder nicht da Ochsenbillach finden euch. Casey Rebel hat ein Sample gemacht mit dem Warni Ja? Track. Ja, das ist hure geil. Muss man gerne. Er hat ja so ein Ding rausgebracht, so einen Song mit dem Summer Jam Ja. und dem anderen Kurt, wo auch viele Hochzeiten in Deutschland Eben, der siehst. Song meine ich. Aha, Das ist der. ein Sample, ist Warni. Ah, oh shit. Krass, ich habe nicht mal drauf geachtet. Also ich habe der Beat am Anfang. den Clip mir mit der Pelin gegeben, wir sind so Ja, gestorben. mit so Bro. Halai und so. Ja, Pelin so wieder. Ich bin reise befruchtet. Das Das ist so ein lustiges Video, ja. weil es hat sie tanzen Halai, es gibt einfach irgendwelche Kenek Chayas. Moshpit und Alles, alles mögliche, ja. Bro. Daul Surna, es ist einfach Aber das ist Reizbefruchtung. Aber Sehr ich find's geil. Shout an meinen Cousin Casey Rebel. Ja, man, schade, den kommt der Case Rapper. Scheiße mal, meld dich mal wieder, Bruder. Ich habe einfach das vorgehabt, bei einer Show auf Pro7, Mhm. dass der Vergleich von dir und Case Rapper ins Fernsehen schafft. Das habe ich vorgehabt. Ja. Ich wollte dich noch wieder fragen, so, du hast ja in deinem, zum Beispiel dein Instagram-Profil, oder? Instagram-Profil. Ja. Also 50% von deinem Content sind ja Reposts von Kurz und Mündig. Ja. Und 50% ist Gegen haha, dich. Yoldash, Ja. haha, Yeah. Josh Negroni. Ja. Es sind auch noch zwei Highlights. Nein, warte. 40%. Ja. Und die anderen 10% ist 5% ist Pelin Ja. und 5% ist Fußball. So. Okay. Ja. Aber das, Okay. die 5% ist wirklich zweimal im Jahr. Aber du hast ja zwei Highlights. Ja. Und eins heisst irgendetwas, andere heisst Josh Negroni. Ja. Ja, du bist mein Highlight, Bro. Und ich wollte dich fragen, Ja. wolltest du
Nein. Ich kann dich fragen, willst du nicht einfach deinen Instagram-Handle ändern zu ohne Josh bin ich nix? Ja, dann sollte ich mein Instagram machen lassen, wie du das damals mit Tinder gemacht hast. Krass. Ja, das So soll holst ich. du's? Ja, also ich kann dir schon geben, Bro. Kannst schon. Krass. Ja, dann nicht. So holst du es. Ja, die Leute wissen schon die Geschichte. Ja, krass. Ich kann dich fragen, was kommen so für Reaktionen, wenn du so... Bro, alle immer positiv. Alle lachen sich kaputt. Mhm. Es ist nie so ein Josh-Hate. Alle lachen sich immer kaputt. Also ich dann, ha. Josh, haha, geile Sicht. Gib mir seine Nummer, ich will ihn ficken. Geil, ja. Immer so, Bro. Leute schreiben, aber ich gebe nicht. Besser. Du weißt. Besser. Ja, die Reaktionen sind immer lustig, Bro. Aber von genau einer Person Mhm. ist halt immer so. Ich weiß genau, welche Ja, Person. Ja. Okay. Die Person ist immer so, Josh Bashing. Aber ich finde es auch lustig, weil ich komme von der Person auch immer so. Ich sage jetzt eben einfach das, Bruder. ich lebe brandfree. In Köpfen ja, von Leuten. 100%. Keine Ahnung, Bruder. Ey, Mann, ich schwöre. Ja, letztes Mal hat sie mir so ein Dings geschickt. So ein Foto. Einfach zum einmal anschauen. Ich so, was kommt jetzt? Mhm. Wie sie auf die Story antwortet mit dem Buch. Ja, genau. Ja, Dann schreibt sie einfach so, oder wie der Case Rebel, das wie der Case Rebel Ja, aussieht. ja. Ich so, dann schickt man das einmal. ja. Das ist sicher das Nietzsche. Ich so, Bruder, das ist gar kein etwas Verstecktes mehr. Das ist ein Movement gegen. Wieso musst du dich verstecken? Oh, geil, Mann. Geil, Ja, Mann. Mann. Ey, Sommer? Heute 33 Grad, fällt am Schweizen. Heute ist unchillig, aber... Wir haben auch eine Stunde weg gehabt, für etwas, Ja. oder 15 Minuten geht. Ja, Ich wirklich hoffe, crazy. ihr habt einen schönen Tag. Pride. Bruder, ich bin ja der Zürich-Lifestyle schlimm am Leben jetzt. So mit Adilette rumlaufen und so. Adilette und Velo, In Korbinen gehst du. Schlüsselanhänger Ja, um den ja. Hals und Wasser, Bro. Und ich sage dir, Gehst gerne in Wasser. Pü, du bist ja nicht Ohne gerne im Scheiß. Wasser. Ja, Wegen ich glaube dem mittlerweile Vorfall mit schon. der Ich glaube Pfütze. mittlerweile schon so, aber ich muss RIP. einfach ein bisschen... Ah ja, mittlerweile schon. Aber ich weiß nicht, man so das... Egal, ja. Vielleicht muss ich auch weniger Fick draufgeben, ja. Es ist zu geil. Ja. Ich sage dir ehrlich, es juckt auch keiner, Bruder. Ich bin dort... Ich schaue ja immer, ob mich Leute erkennen und so, aber es juckt ja keiner auch. Ich gehe jetzt ins Wasser, Muss man auch Schatz. sagen. Der Jost der Grund geht ins Wasser. Ja. Aber ich muss dir eine Geschichte... Ich muss dir wirklich etwas erzählen, was mich ein bisschen traurig gemacht. Und ich weiß Ja. jetzt, wie ich töne, weil ich töne jetzt wie so einen... Wo es eben gar nicht so meint. Aber es hat mich ein bisschen überrascht, Bro. Okay, erzähl. Ich bin irgendwie beim Wasser gewesen, beim ersten Weißplatz, unten dran, Fluss, Hm. am Hängen. Und Also Lette ist das oder was? ich weiß nicht, also Also es ist aber gehört das zum die gleiche Letten, Dings genau, nicht? ja, Okay, genau, okay. es hört dann dort irgendwann auf. Okay, So. okay. Also nein, es hört nicht auf, aber so Oberletten, Unterletten und nachher Ja, kommt der ist erste so. Weißplatz. Okay. Genau. Ich bin jetzt unten am Hängen und hinter mir sind 3 Männer gewesen aus, ich glaube, Gambia. Ja. So. Weißt du, dass sie von Gambia sind? Er sagt, Ja, du, I love Gambia. Okay. Gesichtsstrukturen, nein. Ah, okay. Ich habe mit ihnen geredet. Manche kennen das jetzt. Nein, okay, sorry, Bro. Okay, Ich habe mit sorry. ihnen geredet. So, fix. probier auch mal mit Menschen reden, das ist noch chillig. Okay. Okay? Auf jeden Fall, also ja, ich habe gewusst, sie sind aus Gambia. So. Ja, fix. Und sie haben halt Musik laufen lassen, recht laut, Ja. wie das die machen halt. Spaß. Sorry. Nein. Also jetzt, Sorry. hä? Jetzt Okay. gerade so. Okay. Nein. Vorher ich so... Red mal mit Menschen, Bruder. Ja. Geht gut. Nein, Bro. Sie haben Okay. Musik laufen lassen. Und das Ding ist das. Jetzt du- nicht? Bro, ist einfach... Okay, Also, ich- ich muss ehrlich sagen, sie haben halt so Rastafari-Musik laufen lassen. Geil. Gut, aber Ja, ich find's geil. ist einfach... Sie hätten auch Justin Bieber laufen lassen, Bruder, weißt du? Das wäre Schock. Baby. Ja. Auf jeden Fall, Bro, scheiß mal auf das jetzt. Kennst du den Rapper Vaito? Ja. Sehr gerne sich. Ist Der ja auch Host. Während der Dings hat er so ein... Egal, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Auf jeden Fall, momentan, um seine EP finanzieren, Ja. ist er viel unterwegs und tut so selber gemachte Smoothies und selber gemachte alkoholische Ja? Getränke Also, verkaufen. jetzt, okay. Also geil. echt. Geil. Ähm, Geile Sache, Alter. es ist einfach wie so Gabirano am Oberletten damals. Ja, mit, aber es ist nicht Gabirano mit Trink und das halt Krebs, ja. sondern es ist wie so, Bro, Support. Voll, Bro. Und er ist rumgelaufen und ich habe 2 gekauft von denen. Geile Sache, ja. Wegen, Bro, ich respektiere den Hustle. Ja, 100%. So, das ist geil. Bro. Geile Sache, Sicht, geile Alter, Sicht. wirklich. Es ist auch gut, aber es ist kalt. Es ist, weißt, du, es ist Ja, aber kalt gewesen. Alter, das ist das, zum Beispiel, was wir immer gesagt haben. Die Leute in der Schweiz nach 20 Follower, die denken, die Voll. sind zu krass. Voll. Dem ist das scheißegal, er Voll. geht ihm weg. Ihm ist scheißegal, wenn Leute sagen, ich habe Getränk verkauft, ich mache es für Voll. mich. Checket weiter ab, auf jeden Fall. Riesen Wirklich, Löwe. geile Bruder. Sache, ja. Ich habe das gekauft, Bro. Ich habe mir nicht überdenkt, ich habe das gekauft. Er ist weitergegangen. Und nachher, schau jetzt, ich bin aufgestanden,
weil ich will ins Wasser gehen. Und ich habe dort Laptop, Handy, alles dort gehabt. Hinter mir sind die 3 Jungs gewesen. Ja. Eben die aus Gambia. Ja. Jetzt, ich habe sie angeschaut und ihnen gesagt, könnt ihr auf meine Sachen schauen? Ja, voll. Wie ich bin so. Ja. Mensch ist Mensch, scheiße. Ich habe ihnen gesagt, Ja. ich so, könnt ihr auf meine Sachen schauen? Also, Ja. ich muss sagen, ich habe mich nachher auch noch gefragt und reflektiert. Das Problem ist, ich habe eher gesagt, guys, can you check for my stuff? Can you... Ja. So automatisch Englisch geredet. So, okay, Ja, das ist ja. echt dumm gewesen, aber ich habe das gemacht. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut. Dann bin ich schwimmen. Und beim Schwimmen, Was, wenn es kalt wird? Gott so den Gedanken. fuck, ich muss schnell wieder raus. Ja, weil, nein. Dann habe ich meinen Finger an eine Scherbe aufgeschnitten. Mhm. Und ich habe voll Blüten, bin rausgegangen. Und dann kommt so der eine von den 3 und sagt mir so, ey, einer hat mir so Parfüm über meine Hand geleert, wegen Desinfizieren. Ja. Aber wie ist das mit der Scherbe passiert? Im Wasser? Bro, die war im Wasser gewesen und ich habe mich am Stein heben. Alter Hure, aber das... What the fuck? Bro, Pech, auf jeden Fall ist Ja, passiert, aber es es hat gibt verdammt andere Menschen, weißt du, meine Kinder Ja, und so. das ist schon schlimm. Ja, eben, ich meine, Bro, die Leute tun halt scheiße. What the fuck, Alter? Bro, ich habe mich wirklich voll geschnitten. Ja. Ich komme raus, jetzt der Typ steht einfach auf und sagt mir so, ey, ich fahr schnell in den Coop, ich hole dir Pflaster. So hat er mir gesagt. Ich so, nein, ist nicht nötig, weißt du. So, er so, moll. Er geht Pflaster holen. Bro, er kommt mit einem Sackmesser, Bruder, Schweizer Sackmesser. Ja. Er schneidet den Pflaster, er gibt mir. Ja. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat er mir gesagt, ja, weißt du, Bro, wir haben vorher gesehen, du hast den anderen unterstützt. Du hast sogar uns gesagt, schau auf meine Sachen. Ja. Das hat mich sehr berührt, man. Weißt, es war schön gewesen. Und ja, darum habe ich das für dich machen und so. Du bist ein geiler Sicht, das. Sag ich einfach, ich bin so ein guter Mensch, Bro. Nein, Spaß. Krass. Nein, ich einfach will. Und dann bin ich ein bisschen überlegt, Bro. Ja, das zeigt, dass sie nicht so oft wahrgenommen werden. Hey, also eben, ich weiß, wie es tönt. Weißt du, wie so, Ja. krass, Rassismus existiert. Aber weißt du, wie kannst du in der Schweiz, zum Beispiel, es gibt ja viele Schweizerinnen, die sagen, so, Rassismus in der Schweiz gibt es nicht. Es gibt nur Xenophobie. Wir sind auch der Meinung, dass es Dings nicht gibt, Bro, Armut nicht gibt, das sind die größten Losers, die es gibt auf der ganzen Welt. Bro, es ist crazy. Und ich meine, das Ding ist, ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber so rassistisches Gedankengut, das ist ja so tief verankert, auch in der Gesellschaft. Ja. Also eben zum Beispiel, es ist mir leider auch schon passiert, Bro, dass ich irgendwie vor ein paar Jahren, ich bin am Lauf der einen Straßenseite, ich sehe eine Gruppe von Menschen, die rein optisch aus dem, wo ich denke, Ich hatte einen anderen Gedanken, Bro. Ich so, einer kann ich mitnehmen, für 2, der Rest fickt mich. Bruder, ja, aber ich denke mir so, es sind zu dritt und Ja, sind so und weißt kriminell und was weiß ich. Bro, Unnötig. und ich wechsle Straßenseite, Bro. Ja. Und ich bin ja eigentlich ein sehr reflektierter Mensch. Ja, so. voll, so, das wäre eigentlich nicht so, ja. Oder? Aber die Gedanken, die kommen einfach, Bro. Ja. Und darum habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist so, schon krass, wie so eine Geste, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie ich frage sie, könnt ihr bitte auf meine Sachen aufpassen? Ich bitte sie um einen Gefallen. So etwas auslöst ihnen, so im Sinne von... Ja, dass sie, also Bro, für sie, eben, weißt du, so, sie werden wahrgenommen. Voll, so, krass, ich bin Mensch. Ja, so, ja, weißt, voll. Der vertraut mir seine Sachen, weißt du, Voll. sonst die Leute wechseln die Straßenseite, reden Voll. gar nicht mit mir, fangen da irgendwie, keine Ahnung, Englisch reden und irgendwie Aber mit eben, Hand und Füße und so. So Sachen, weißt du, man fängt an Englisch zu reden oder irgendwie... Man hat einfach so krass Vorurteile, wo Ja, halt safe. auch... Aber das ist ja ist ja ein Prozess, weißt du? Ja, voll. Ich meine, wie lange. Also kein Kind auf der Welt und als Racist auf der Welt. Ja, Keine. voll. Keine. Das heißt, über all die Jahre, Bro, also bewusst, aber auch unbewusst haben wir Sachen gesehen, wahrgenommen. Mhm. Ich habe eine simple Werbung im Fernsehen, bis Ja. du wirklich durch selber jemand sagt, ja, du scheiß Kurt, verpiss dich von der Ja, Schweiz. ja, voll. Du kannst alles gesehen haben und das ist auch voll wieder im Unterbewusstsein. Und du weißt zum Beispiel, das und das ist nicht richtig. Und das ist ein Prozess. So, lieber zum Beispiel sagst du, Bro, ich habe es selber gemerkt. Ich Ja. habe einfach auf Englisch geswitcht. Absolut, eben so Sachen, Bruder, weißt du? Oder? Und dann ist ja schön, dass du so darüber redest und das sagst, ich merke selber bei mir, weißt du, ist immer noch ein Prozess. Ja, auch mir, auch der noch so krasseste Mensch auf der Welt, der sagt, ich liebe jeden Mensch, ich habe für alle Liebe und so. Auch der, wo wir können seinen Kopf nicht lesen, weißt du, weißt nicht, was er denkt. 100%. Auch der hat sicher einen Prozess, weißt du? 100%. Hey, und im Zuge dessen würde ich gerne noch schnell, das habe ich dir glaube schon mal erzählt, aber ein Buch, das ich gerade am Lesen bin, das ich sehr interessant finde, Ja. wo auch ein bisschen... Power, für alle Connecten. Es heisst Der Ausländer. Ja.
Ich habe das gestern in meine Story gepostet. Ja, fix. Und das Buch ist sehr, also es ist erst im Februar 25 rausgekommen, sehr aktuell, von der Waslat Hazrat Nazimi. Und sie ist ja Afghanin und sie schreibt, das Buch erzählt von den katastrophalen Folgen von Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Und es zeigt so ein bisschen, was eben in Deutschland momentan passiert mit der AfD. Und sehr spannend, so eine Leseempfehlung. Ich habe bis jetzt 24 Seiten gelesen. Nein, egal, lange Leseempfehlung. Eine Leseempfehlung, Bruder. Sehr geil. Geil. Voll, ja. Aber Sommer ist rum. Wir sind rum. Es ist geil. Ich fühle es gerade sehr. Ich weiß nicht, Mann. Ich finde, SVP macht ja immer 95% von Initiativen sind Job. Ja. Kannst nicht rauchen. Ja. Ich sage sogar so weit, sogar, dass sie das machen, damit sie einfach relevant bleiben. Ja. Also, um was geht's? Machen doch eine dreckige Initiative. Ja. Wir reden immer von 9 zu 9 Millionen, zu 10 Millionen Schweiz, 9 zu über 30 Grad Schweiz. 9 zu über 30 Grad Schweiz. Aber das ist die falsche Ding, Bro, weil die glauben ja nicht an Klimaerwärmung. Ja, das haben mich ja genommen, Bro, wo zum Beispiel, es ist ja jetzt so überall rumgegangen, weißt du, hey, by the way, die nächsten paar Tage werden unchillig, auch am Abend. Weil am Abend wird es auch warm bleiben, das heisst, schaut, wie ihr schlaft und so. Und dann schreiben auch Leute so, ja, weil auch der Typ sagt so, sie haben das Interview gehabt, wurde viele Artikel mit dem gleichen und so, und er sagt so, hey, look, im Vergleich zum normalen Juni, wo wir sonst haben, sind wir 3 Grad wärmer. So, es ist eigentlich, wir sollten maximal 30 Grad haben, max. Ja, jetzt, heute wir sind drüber, genau. Ja. Und er hat gesagt, und das Ding ist eigentlich, kicken die 30 Grad Wetter-Dinger, was ist los? Nein, ich glaube, es nimmt nicht mehr auf. Nein, unmöglich. Schau mal. Letzte Zeit. Ja, irgendwo ist etwas Problem und das Video nimmt sich wieder nicht auf. Ja. Willst du das auf uns aufstellen? Komm. Warte schon. Dann komme ich ein bisschen näher. Seit 38 Minuten oder so, seit wahrscheinlich 15 Minuten jetzt knapp. Speicher voll oder so, ne? Okay. Ja, easy, es schaut wenigstens die Uhrzeit. Also weißt du, vom Bild her auf uns? Ah, Fokus auf mich. Ah, okay. Ja, bist du neben mir gekommen? Okay, ja, ist gut. Sorry, kurz Unterbruch gehabt, weil das Video nicht aufgenommen hat. Gut. Einfach wieder abgebrochen. Aber ja, auf jeden Fall. Fuck, wo sind wir gewesen? Wetter, genau. Wetter. Genau, ich finde, es sollte verboten sein. Und eben, er hat da gesagt, also eigentlich 30 Grad Wetter und drüber kicken im Juni in der Regel ab dem 21. Dann haben wir auch so ein bisschen Sommerwetter und so. Also, und dann schreiben die Leute drauf so, ja, gelogen, ich frage mich echt, Bro, jetzt ganz im Ernst. Es gibt sogar künstliche Intelligenz. Ja. Du kannst den Nutzen so fragen, was du willst. Ja. Er gibt dir Antwort. Die Leute haben die Möglichkeit, zu Informationen so einfach wie möglich. Du musst immer googlen, du musst im Google ist so, du musst umsuchen und so weiter. Manchmal sind auch Sachen. Frag der Bastard. Frag. Aber das Problem ist ja, dass egal was all die anderen Sachen sagen, sie sind ja wie so, ja, ihr lügt. Ja, die sagen, das ist ja, der wird gesteuert von der Lobby. Ja, er wird gesteuert von der Lobby. Die Lobby dich hin, Alter. Ja, Mann. Hey. Ja, machen wir nicht so lange, weil das Video leider abgebrochen. Genau, aber es ist auch easy. Wir machen nächste Woche nochmal. Red durch, Mann. Wir machen nächste Woche nochmal eine Folge. Dann ist eigentlich Sommerpause geplant. Und ja, nächste Folge haben wir 1, 2 Infos. Aber wegen der Sommerpause hören 3. Vergesst nicht, trinkt genug Wasser. Schaut, all die Haustiere haben und Hunde haben, schaut auf den Boden, wenn ihr rausgeht. Hebt eure dreckige Hand auf den Boden. Wenn das zu warm ist, dann euer Hund läuft sicher auf den Boden. Sag Ihnen. Und passt gut aufeinander auf. Willst du noch etwas sagen, Bro? Free my boy, Justin. Ja, man, free Justin. Das ist kurz und